Alles klar, Freunde, ich habe mich entschieden, damit es endlich mal ein bisschen spannender vorwärts gehen, vor allem nicht immer das gleiche ist und gleich ein Monster auf den Sack bekommen. Gehen wir endlich hier weiter bei Reason 3 Titan Lords. Soll heißen, wir gehen zurück zu einer Insel. Sprich zu Admiral Alvarez, wobei ganz kurz noch etwas hier machen. Ich glaube, wir können sogar noch irgendwie mit reinquatschen, wa? Zum Reden. Okay, doch nichts. Zwar in den Gnomen und Kobolden wegen der Mine dort, dachte ich, könnte vielleicht mit ihm hier noch quatschen. Zeig mir deine Ware. Ja, ich gerade sehr viel Proviant. Ja gut, wie gesagt, ich brauche so 1000 Goldmünzen für Magnus, aber ganz ehrlich, bis mal so weit ist, kann ich ruhig hier noch ein bisschen was ausgeben. Also von dem her ist das sicherlich kein Problem. So, was testen. Oh! Muss fast niesen und wir gehen zurück ins Schattenreich. Das heißt, wir sind bald am Arsch, wa? Wir können gleich mal bei uns fragen, was das eigentlich die ganze Zeit soll. Und vor allem taucht wieder der auf, den ich gerade erwarte. Ja, dieses Schattenviech. Natürlich. Immer wieder diese Träume. Wann hört das endlich auf? Führt bei dem Tempo, das ich gerade vorlege, vermutlich nie. Hehe. Entschuldigung. Mein Fehler, bin einfach zu ungeduldig. Eins von 7 Notizen. Oh, ist wieder irgendwie eine Quest oder was? Scheiß drauf, wir gehen zurück. So. Was sogar leer der Magier? Kann ich auch hin? Erstmal ein bisschen quatschen. Was sagt dir dein Gefühl für diesen Teil der Welt? Die Magier sind mächtig und haben sich einen beachtlichen Stützpunkt hier errichtet. Jedoch verfolgen sie die falschen Ziele. Sie haben die Gefahr nicht richtig erkannt. Und auch sie werden untergehen, wie alle anderen. Toll. Ich habe fürchterliche Albträume. Hör mal, ich bin dein Arzt, nicht dein Seelendoktor. Obwohl... Es fühlt sich so schrecklich real an, dass mich das kalte Grausen packt. Ich bin nur eine leere Hülle und irre durch farblose Ebenen ohne Leben, ohne Ziel. Ach, das meinst du? Tja, da wirst du dich dran gewöhnen müssen. Es ist ein Gefühl, als ob die Zeit stillsteht. Und ich kann kaum atmen. Du hast keinen Geist mehr und wirst immer mehr zu einem Schergen der Unterwelt. Schon vergessen? Nee, aber danke, dass du mich daran erinnerst. Du bist mein Arzt. Du musst mir helfen. Na schön, lass mich mal überlegen. Ich weiß noch genau, wie es war, als mein Geist im Schattenreich weilte. Ich irrte in der Südsee umher auf der Suche nach Hilfe, genau wie du jetzt. Hilfe fand ich jedoch erst bei den Schamanen der Eingeborenen. Sie verschafften mir Linderung. Schwarzmagische Experimente, das klingt ja toll. Linderung. Aber sie lösten dein Problem nicht. Nein, aber sie halfen mir besser damit zu leben. Eine Zeit lang jedenfalls. Ich denke, ich kann dir helfen. Aber dazu will ich erst mit einem Experten sprechen. Finde einen Schamanen, der sich mit Voodoo auskennt. Er wird uns sagen, wie wir die Symptome deiner Geistlosigkeit lindern können. Versuch am besten bis dahin alles zu vermeiden, was dich dämonischer macht. Und das wäre? Was hast du außer deiner Überweisung an einen Schamanen noch anzubieten? Die Schamanen haben damals bei meiner Behandlung schwarze Herzen verwendet. Das hat mir geholfen, mein verdorbenes Blut wieder aufzufrischen. Bitte was? Hört sich nicht gerade gesund an. In deinem Fall ist es das. Schwarze Herzen haben eine gewisse heilende Wirkung auf unseren Organismus. Vor allem dann, wenn er geistlos ist, kräftigen sie unser Blut. Aber ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Ich bin kein Schamane. Was genau sind diese schwarzen Herzen? Es ist der Ort, von dem ein Dämon all seine Kraft bezieht. Ein Schattenlord oder ein Scherge des Schattenreichs trägt so ein schwarzes Herz in seiner Brust. Um da heranzukommen, musst du es ihnen aus der Brust schneiden. Du willst, dass ich Schergenherzen sammle? Wenn ich es recht bedenke, dann vergiss die Schergen. Ich fürchte, in deinem schwerwiegenden Falle
helfen wohl nur die Herzen der Schattenlords selbst. Jo, es gibt zwar einen hier auf... es gibt zwar einen hier auf der Insel, aber ich glaube, für den sind wir noch ein bisschen zu schwach. Was macht mich dämonischer? Je schlechter deine Taten, umso eher mutierst du zu einem Dämon. Wenn du dir deine Menschlichkeit erhalten willst, dann solltest du vermeiden, andere schlecht zu behandeln. Ja, wie im realen Leben auch, oder? Willst du vermeiden, dass du von einem Stich gelassen wirst und dann als Arsch angesehen wirst, dann sei gefälligst nett. Oder sei einfach ein Pfadfinder, jeden Tag eine gute Tat. Die anderen sind mir egal. Okay, mit der Einstellung bist du auf dem richtigen Weg, ein Dämon zu werden. Alles, was du von nun an tust, wird Konsequenzen haben. Je mehr sich deine Seele den Schatten nähert, umso eher greifen die Schergen nach dir. Warum sollte ich das wollen? Nun, eine dämonische Seele ist stark. Sie kann so schnell nichts aus der Bahn werfen. Außerdem kannst du so andere dämonische Seelen zu mächtigen Verbündeten machen. Auf der anderen Seite wird kein guter Mensch dir mehr helfen wollen, wenn du gänzlich dem Bösen verfallen bist. Verstehe. Wie auch immer du dich entscheiden wirst, ich jedenfalls bleibe an deiner Seite, mein Freund. Die Frage ist bloß, wie lange noch? Ich habe hier so etwas wie Seelenstaub gefunden. Keine Ahnung, was das ist. Aber dir läuft bestimmt noch der Passende über den Weg, der dir dazu etwas sagen kann. Am besten du behältst das Zeug so lange in deiner Tasche. Jo klar, das ist sowieso nicht klein genug, war von dem her. In der Tasche können wir irgendwie 1000 Items aufbewahren, ist ja kein Problem. Ich soll also einem Schattenlord das Herz herausschneiden, ja? Du bist doch völlig ausgerastet. Wie soll ich das denn anstellen? Keine Ahnung. Wenn ich's weiß, sage ich dir Bescheid. Dankeschön. Ich habe von einem Kerl namens Mendoza geträumt. Was denn? Meinst du etwa Mendoza, den Inquisitor? Kennst du ihn? Wer kennt ihn nicht? Das war ein ganz übler Bursche, sag ich dir. Wer seinen Befehl nicht gehorchte, wurde kurzerhand aus dem Weg geräumt. Man sagt, er sei sogar mit den Piraten im Bunde und mit ihnen auf Kaperfahrt gewesen. Ja gut, also ich bin ja selber ein Pirat, also man natürlich eher hier, also von dem her klingt also nicht so schlecht. Hört sich interessant an. Du willst so einem Kerl nicht begegnen, glaub mir. Er soll Hunderte auf dem Gewissen haben. Mag sein, doch eine Sache ist mir dabei noch ein Rätsel. Wieso sollte ein hochdekorierter Inquisitor mit Piraten paktieren? Keine Ahnung, er ist schon lange tot. Komisch ist nur, dass du gerade jetzt von ihm sprichst. Mir war so, als hätte ich vor kurzem im Westen von Taranis eins der Schiffe gesehen, auf denen Mendoza früher gesegelt sein soll. Ist wahrscheinlich nur ein Zufall. Da bin ich nicht ganz so sicher. Komm mit. Sicher. Also, oh, das heißt, wir können jetzt mit ihm zusammen. Ja, dann wären natürlich die Viecher auch kein Problem mehr. Das glaubst du zumindest. Moment mal, hat er gerade was von Mendoza gesagt? Also ganz bekloppt bin ich ja noch nicht. Noch nicht wohlgemerkt. Nee, nicht agitaten. Taranis. Sind alle gleich aus, sollen gelernt sein. Was? Nebelinsel. Was? Saltibene ist natürlich auch nicht. Hey, spinne ich jetzt? Neue Verbündete, die Vereinigung, ne? Ich bin gerade ein bisschen am gucken. Ah, der irgendwie. Ja, das natürlich auch. Finde Patty, Jeff Arnheim, was? Jack könnte auch. Okay. Gewöhnliches Quartett. Oh, das ist sowieso bereits erledigt. Der Inquisitor. Wir sind jetzt wirklich hin, auf die. Das wäre ein Ding, war. Weil mal der Schattenlord soll doch hier unten sein. Ja. Wie kam ich jetzt dorthin? Weil hier wird sowieso gerade wieder zerlegt. Sprich, hier kann ich sowieso vergessen, irgendwie durchzukommen. Sprich, dann komme ich auch nicht hier hin. Also könnt ihr irgendwie anlegen, wa?
Vielleicht klappt's ja. Moment mal, ich hab doch... Hier war auch schon mal mehr los. Du warst schon mal hier? Einmal. Danach hatte ich ein ganzes Jahr Inselverbot. Klingt ja toll. So, gelehrter Magier mal gehen. Gut, dich zu sehen. Jo, finde ich auch. Ja, aber Mendoza... Okay, bekommen wir vielleicht hier, das mag ja sein, aber... Dreh mal die Augen auf. Naja, mache ich schon. Aber mir ist nicht ganz klar, wie ich überhaupt gefahrlos dorthin kommen soll. Das schließen wir noch nicht ganz, muss ich ganz ehrlich zugeben. Nun gut, wieso was, wir waren jetzt wirklich lang genug hier auf der Insel, ohne das Große, das passiert ist. Klar, wir haben ein paar Informationen gesammelt, aber sonst war es eher ein bisschen, naja, lame. Und deswegen muss man sagen, gehen wir endgültig jetzt hier mal weg von der Insel, zumindest mal das erste. Wir können ja immer wieder zurück, ist ja kein Problem. Und ab zur nächsten Insel. Er müsste irgendwie da runter, natürlich nicht. Der Gregor, genau, die Inquisition ist hier ja auch. Das ist die Insel der Diebe, okay. Caladon, er müsste irgendwie da runter, aber geht irgendwie nicht, ich komme da nicht hin. Ich verstehe nicht wieso. Ich kann das einfach nicht auswählen, es geht nicht. Jetzt geht's plötzlich. Wer hat das jetzt gemacht? Hä? Okay, wisst ihr was? Wir gehen direkt hier runter, weil, wenn es dann irgendwie klappt wieder. Ja, jetzt geht's wieder, cool. Kieler, denn hier soll wie gesagt Patty sein. Das kann nie schaden, weil wir müssen vorbeigehen und unserer lieben Schwester guten Tag sagen. Hey Patty, wie geht's denn so? Hallo, wir sind dein Bruder, der irgendwie nicht mehr so derselbe ist und naja, der Rest ist eigentlich scheißegal. Und immerhin gibt's ein paar, wollte gerade sagen Rubine. Ne, natürlich ein bisschen Ruhm. Ja, heißt ein bisschen 200, ist gar nicht mal so schlecht. So, du kommst mit. Komm mit. Ja, Bone schließe ich dir an. Dankeschön. Okay, ein paar Schildkröten, die irgendwie zerrupfen. Oh ne, jetzt ist wieder so ein Viech. Nee. Nee, der macht nichts. Da ist gut so. Dann werden wir sagen, wir belassen es auch momentan noch dabei. Und schauen uns doch lieber hier auf der Insel um. Wie sieht es denn genau hier aus? Das ist natürlich eigentlich das Falsche. Ich wollte eigentlich hier finden Patty. Neben soll es ja auch hier auf der Insel drauf sein. Moment mal, ein bisschen rauszoomen. Da oben war. Ah, genau, können wir eigentlich hinschwimmen. Zumindest hieß es so, dass das gehen soll. Hey du, hörst du das? Nein, was denn? Diese Stimmen, die musst du doch hören. Egal, hab mich wohl verhört. Wenn du zu uns ins Piratennest willst, dann geh einfach zum alten Wrack dort drüben im Süden. Wir haben für dich bestimmt noch einen ordentlichen Schluck Rum übrig. Das klingt doch gut, wenn man Hawkins kennen wir doch. Geht's dir gut? Wieso? Habe ich schon wieder einen kleinen Aussetzer gehabt, ja? Ach, egal. Ignorier das einfach. Den wirst du auch bald haben, wenn du hier bleibst. Ach ja, und pass auf diesen Krieger Borbor auf. Der Eingeborene beobachtet unser Lager schon seit Tagen. Wo ist dieser eingeborene Krieger? Er hat sich auf dem Weg in den Dschungel rauf in Richtung Südwesten niedergelassen. Lass dich aber nicht von ihm verzaubern, klar? Die Krieger der Eingeborenen machen gerne rum mit ihrem Voodoo-Zeugs. Werd's mir merken. Gut so. Da war diese Stimme wieder. Oder? Nee. Da war sie nicht. Mit dem eingeborenen Bobo. Okay. interessant dieses Schiffswrack. Wie viele Seemeilen es wohl auf dem Buckel hat. Gute Frage. Aber erst einmal... Wieder mal eine Kiste leeren, ein bisschen Gold, aromatischer Wein, Kugeln, Proviant. Was? Ob ich nicht das Ende sehe? Na, Siehst du auch diesen schwarzen Schleier über dem Wasser? Nein. Dann ist gut. Sadek hat nur Illusion. Jetzt wollte gerade etwas über einen schwarzen Nebel auf dem Meer von
Nee, ich sag's lieber nicht, das klingt sonst wieder rassistisch. Halluzinationen vom Rumtrinken? Nein, keine falschen Bilder, Gucho. Sadek kann sehen. Sadek sieht die andere Seite. Der Rum ist nur für das Gemüt. Ist klar. Nee, vielleicht später noch. Wenn ich das Ende sehe? Natürlich sehe ich es. Der Tod fordert seinen Tribut. Niemand ist vor ihm Ohne sicher. den richtigen... Douglas hat er bereits geholt. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Nächste von uns dran glauben muss. Ja, ist gut, ist gut. Mal sehen. Heimlich schuf er eine gläserne Statue. Er ließ sie nach Antigua schaffen, doch beim Entladen zerbrach sie. Dann sollte ich mich mal im Hafen von Antigua umsehen. Hä? Ja, aber worum geht's überhaupt? Ich hab's nicht ganz verstanden. Und wo hat's hier bitte schön rum? Ich werde dich besser nicht aus den Augen lassen. Jetzt lernst du mich kennen, dreckiger Dieb. Wieso? Nee. Bei uns kommt er gehen. Wir gehen bei uns, wir gehen. Wohnen Sie? Ich erwisch dich noch. Nö. Siehst du, kein Problem. Bei uns, wo bist du? Bei uns, er ist weg. Ja. Scheiß drauf, wa? Ich will zu Patty gehen. Ich kann jetzt irgendwie da rüber schwimmen zwar. Na, ganz toll. Das tat weh. So viel dazu. Heute können wir das Vieh nicht. Schildkröte ist mir auch egal. Ich will zu Patty, zu unserer Schwester. Ich kann ja wie gesagt darüber schwimmen. Das soll irgendwie funktionieren. Den ganzen Weg zu schwimmen wäre jetzt auch ein bisschen doof. Oh, kommt noch ein Strang entlang. Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze. Wow, gar nicht gesehen. Das ging schnell. Ja, das haben wir wieder ziemlich einen Schaden genommen. Dankeschön bei uns, dass du immer zu spät kommst. Mann, oh Mann. So, jetzt sind wir hier, wa? Eine Muschel kann nie schaden. Die haben wir sagen, wir schwimmen rüber, wa? Klar ist nicht gerade in der Nähe, aber wird schon gehen. Ist nicht drüben oder was? Nee, dort ist sie doch. Schnell schwimmen, ja. Kunststück, wenn du gerade wieder das Puste ist. Bei uns schwimmt er nach. Der schwimmt mit, cool. Ah, ist doch schön, nach der ganzen Anstrengung mal ein bisschen ins Wasser zu gehen, sich ein bisschen abzukühlen, Schildkröten zu beobachten, wie sie einfach irgendwie nichts machen. Was sind die? Das Meer ist der Augenkrallenaffe. natürliche Feind des Menschen. Das weiß jede Wasserleiche. Patty! Du? Aber du lebst. Du Mistkerl. Ich dachte, du wärst tot. Au! Was zum... Ja. Was mit den Krallenaffen los? Okay, sind da wieder. Ja, wir kommen gleich zu Patty, weil sie das mit den Krallenaffen platt machen. Hallo? War jetzt schon im Fight? Also die Schildkröte. Seht Leute, zu zweit ist doch viel einfacher. Wieso habe ich auch die andere Insel alleine gemacht? Wieso bloß? Aber da dachte ich, dass es gar nicht mit Bones entlang gehen könnte. Hier geht's plötzlich, beziehungsweise nachher ging es auch. So, aber spielt keine Rolle. Wir haben den Kanal platt gemacht. Ich könnte so irgendwie die noch rupfen. Was? Schildkröten? Nee. Schildkröten-Suppe soll zwar lecker sein, aber kein Bock drauf. Patty, meine geliebte Schwester, was ist los mit dir, du alte Furie? Verdammt. Wie kann das sein? Du warst doch tot. Ja, ich weiß, aber ich lebe noch. Aber
Ich habe dich begraben. Es ist etwas komplizierter. Da bin ich ja mal gespannt, wie du mir das erklären willst. Ja, Ich habe meinen Geist verloren. Ja klar, das habe ich schon immer gewusst. Nein, hör zu. Es ist ernst. Das Schattenreich greift nach mir. Ich habe nur eine kurze Gnadenfrist. Wer weiß wie lange. Ich bin nur noch eine wandelnde Leiche. Rede nicht so einen Unsinn. Du stehst doch völlig lebendig vor mir. ja, das hat er was, aber das weiß ich jetzt auch nicht was. Verdammt, ein Bruder, es ist wahr. Verdammt, halt nicht die Klappe. Okay, wenn wir zum Dämon werden, wa? Vertraue deinem Bruder. Es ist wahr. Ich komme auch noch nicht so gut damit zurecht. Ich muss meinen Geist wiederfinden. Sonst widerfährt mir noch Schlimmeres als der Tod. Na schön, aber... Wie? Ich weiß es noch nicht genau. Ich arbeite noch daran. Ich könnte dabei deine Unterstützung gebrauchen. Aber natürlich. Jetzt, wo du da bist, gehe ich dir nicht mehr von der Seite. Wo ist dein Schiff? Erstmal eine andere Frage. Wie bist du nur auf Kila gelandet? Nach deinem... Naja, die Scheiße an der Krabbenküste eben... bin ich nach Tacarigua gefahren. Doch dort waren diese verdammten Schatten schon überall. Sie hätten uns fast erwischt. Doch wir konnten fliehen. Ich habe Boos und seine Männer noch nie so schnell Segel setzen sehen. Warum bist du nicht bei Boos und seinen Männern geblieben? Vergiss es. Schon während der Überfahrt hat Boos das Kommando an sich gerissen. Und als wir an Land gingen, wurde es immer schlimmer. Einer ging des Nachts in eine dunkle Höhle und kam nicht wieder. Ein anderer gaffte mich ständig an und verfolgte mich überall hin. Und immer wieder dieser Kerl, der am Lagerfeuer stand und das Ende der Welt predigte. Auf der kleinen Insel auf der anderen Seite der Bucht war ich sicherer. Okay. Du hast unser altes Schiff Boos Männern überlassen? Wie ich schon sagte, ich musste vor ihnen fliehen. Das Schiff war mir da ziemlich egal. Boos hat dir echte Probleme bereitet, oder? Ach, wäre der Mistkerl allein gewesen, würden die Dinge jetzt anders stehen. Aber das ist nun nicht mehr wichtig. Eine andere Sache bringt mich viel mehr auf die Palme. Rum löst alle Probleme. Du hast dich kein Stück verändert. Rate mal, wer sich auf Kila breit gemacht hat. Spann mich nicht auf die Folter. Erinnerst du dich noch an den schmierigen Typen, der uns damals die Schatzkarte verkauft hat? Ich meine die Karte, wegen der wir überhaupt erst zur Krabbenküste aufgebrochen sind. Diese Ratte ist auf Kila. Sein Name ist Slim. Lass ihn uns aufsuchen und kurzen Prozess machen. Rache ist süß. Okay. Wo hält sich Slim versteckt? Naja, das ist das Problem. Soweit ich weiß, haben die Eingeborenen ihn gefangen genommen. Du solltest dich also beeilen, wenn du noch ein Hühnchen mit ihm rupfen willst. Der Stamm der Kieler ist nicht gerade für seine Gastfreundschaft bekannt. Wo sind wir Piraten auch nicht? Ich habe eine Schaluppe. Schaluppe? Du brauchst ein Schiff. Ich weiß, aber ich kann es mir ja nicht aus den Rippen schneiden. Dann werde ich hier auf Kila warten, bis du ein ordentliches Schiff hast. Bei dem kleinen Ding bin ich dir doch nur unnötiger Ballast. Das stimmt nicht ganz, aber egal. Komm mit. Du hast schon jemanden, der dich begleitet. Patty, hast du Rückenprobleme? Nun gut. Okay, Bones dabei. Patty will zwar noch nicht, also das will natürlich nachher schon, aber wir sollen ein Schiff haben, damit Schaffer. Es ist doch alles das Gleiche. Und irgendwie hier sollen noch ganz andere Typen rumstehen. Natürlich sind überall noch Krallenaffen und so, die auch noch irgendwie platt machen müssen. Für Erfahrungspunkte und so. Und vielleicht gehen wir dann bald schon wieder zurück nach Taranis. Ne, natürlich nicht. Wir müssen erst noch Admiral Alvarez aufsuchen. Und noch ein paar andere Dinge machen, wa? Tja, trotz allem würde man sagen, vielen Dank mal fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal hier bei Risen 3. Oh, ein paar viele Krallenaffen. Immerhin machen sie wenig Schaden. Im Gegensatz zu mir. Oh, aua. Stirb wie deine Brüder. Geht doch. Ja, wie gesagt, mit den Kumpels natürlich sowieso besser. Und jetzt ein bisschen mehr Ausrüstung haben und so. Und auf einer neuen Insel quasi neu anfangen können, ist doch alles wieder supi-dupi. Naja, zumindest fast.
ja, mal gucken, was hier noch alles gibt. Auf dieser Mini-Insel hier. Danach gehen wir zurück nach Kieler, auf der größten Insel. Uns auch hier noch ein bisschen umsehen und so. Und dann, ja, bald mal dann Admiral Alvarez aussuchen. Oh, was ist denn hier los? Ist das auch eine eingeborene Insel? Mit ein bisschen Voodoo und so. Voodoo. Ja, so ein Tempel, wieder Schattentempel. Ja, böse Erinnerungen. Ja, wie dem auch sei. Ich will trotzdem sagen, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Und bis zum nächsten Mal hier bei Risen 3 Titan Lords. Wo es, gut, Petja noch geht momentan gerade nicht. Aber wir sind hier auf Kieler und natürlich auch hier noch ein paar Dinge zu tun. Und das machen wir dann hoffentlich alles im nächsten Part noch. Ja, bevor wir dann nach Tacarigua gehen. Und Admiral Alvarez aufsuchen. Oh, es gibt noch so viel zu tun hier. Aber ich glaube, es sind jetzt wieder ein bisschen bessere Dinge, wa? Und vor allem natürlich jetzt ein bisschen mehr Skills. Der Ruhm sammelt sich auch wieder schön. Das ist sowieso cool. Schauen wir nur Pistolen anbrüsen. Daran schlecht, wa? Ja, komm, wir gönnen uns sonst nichts, wa? Nee, kommt schon noch mal 4000 Ruhm. Wenn wir da 2-3 Inseln besuchen, dann sind die schon zusammen. Und dann lernen wir ein paar neue Fähigkeiten. Das wird auch geil. Cool. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal hier bei Risen 3 Titan Lords. Ciao zusammen.